Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen zu dieser gemeinsamen Pause. Für mich ist das eine Premiere hier, aber ich freue mich, dass ich auf die Art und Weise mit euch ein paar Gedanken teilen kann. Vielleicht stelle ich mich noch kurz vor. Mein Name ist Daniel Fassen, wie man unschwer hört, komme aus Deutschland. Ich kann nur ein bisschen Schweizerdeutsch. Meine Kinder lachen mich immer aus, deswegen lasse ich das bleiben. Ich bin verheiratet mit einer Schweizerin aus dem Kanton Bern. Wir haben 3 Kinder und ich bin Pastor im Fokus C. Das ist eine Freikirche, die zur FEG Schweiz gehört, in Chur. Ja, vor ein paar Jahren hing ich mal so richtig in den Seilen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Bei mir war das tatsächlich der Fall. Ich hing nämlich auf der schwierigsten Strecke vom Seilpark in St. Gallen und habe kritisch auf meinen Gurt geschaut und habe mich gefragt, hält das? Und ich war mir nicht so sicher, ob ich das wirklich richtig festgezogen hatte. Und als ich da auf der schwarzen Route in den Seilen hing, habe ich mich eigentlich auch gefragt, warum in alles in der Welt habe ich mich auf diese Route eingelassen. Es war irgendwie so, ich war mit Götti-Kindern und eigenen Kindern in diesem Seilpark und habe gedacht, also die schwarze Route, die muss ich als Papa schon können. Und es hat mich Überwindung gekostet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extrem Angst hatte, aber ich bin emotional geworden. Also ich habe so rational durchgedacht, dass die ja alle geprüft sind, diese Gurte, dass das Seil da oben mich hält und dass andere das auch geschafft haben. Und so habe ich mich dann langsam aber sicher von Seil zu Seil gearbeitet. Am Ende kam dann noch so eine Plattform, wo man einfach ins Nichts springen sollte und darauf vertrauen musste, dass diese Seilbremse funktioniert. Und ich habe 3-mal mit der Mitarbeiterin am Boden gesprochen. Aber irgendwie hatte ich auch die ganze Zeit gedacht, so als Papa von 2 Kindern und mit den Götti-Kindern, da kann ich mir die Peinlichkeit nicht geben, um Hilfe zu schreien und mich da runterholen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es euch so im Moment geht, aber manchmal habe ich auch so den Eindruck, wir suchen eigentlich in den letzten Jahren als Gesellschaft und auch als Christen immer wieder nach Halt. Also wir brauchen in unserem Leben manchmal solche Haltegriffe, wo wir uns festhalten können. Und ich glaube, wir haben auch solche eigentlich installiert. Wir leben in einem stabilen politischen System. Und auf einmal beginnt die Diskussion, dass die Demokratie in Amerika in Gefahr ist und die Demokratie in der Schweiz in Gefahr ist und die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Und dann stellt man sich vielleicht schon die Frage, wie lange hält es noch oder was müssen wir dazu beitragen? Oder wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem. Aber auf einmal kommt ein Virus und stellt alles in Frage. Die Ärzte, denen wir sonst meistens wahrscheinlich vertrauen, sitzen ratlos da. Politiker sind gefordert und überfordert. Und die Frage ist, wie gut funktioniert das? Und tatsächlich kenne ich das auch aus meinem eigenen Leben, dass wenn du krank wirst, auf einmal steht alles in Frage. Oder wir kennen das, glaube ich, auch so in der Schweiz, so ein Haltegriff, den wir als Christen und auch als Nicht-Christen in der Schweiz haben, ist unser materieller Reichtum, materielle Sicherheit. Ich habe manchmal so den Eindruck, wir arbeiten eigentlich darauf hin, dass wir ein Haus haben, dass wir Auto haben, Familie haben, so das ist wahrscheinlich die Idylle, das Ideal. Und auf einmal kommt dieser Krieg und der stellt alles auf den Kopf und wir lernen neue Begriffe. Nicht nur Finanzkrise, sondern Mangellage. Ich weiß nicht, ob der Begriff bei euch im aktiven Wortschatz war bisher. Bei mir zumindest nicht. Und auf einmal kennen wir alle Strom- und Gasmangellage und diskutieren darüber. Es gibt sogar auf SRF Grafiken, die dazu aktualisiert werden, wie es mit dem Strom- und Gasverbrauch ist. Und ich finde so, die Frage, die hat mich einfach beschäftigt, was gibt uns Halt? Und ich bin dabei auf einen Psalm von David gestoßen, Psalm 23, den ihr vielleicht alle kennt. Und ich finde diesen ersten Vers von Psalm 23, der klingt wunderschön, aber ich habe mich manchmal gefragt, bete ich den wirklich ehrlich? Meine ich das, was da steht und was ich dann auch sage, wenn ich das bete? Der erste Vers vom Psalm 23 lautet, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und ich habe mich so gefragt, würden wir das wirklich sagen?
Würden wir wirklich sagen, dass weil Gott unser Hirte ist, Jesus bezeichnet sich selbst als den guten Hirten, dass wir deshalb keinen Mangel haben? Und wie kommt David zu dieser Aussage? David hat diesen Psalm geschrieben, man weiß nicht so genau wann. Manche sagen, er stammt aus seinen jungen Jahren, vielleicht wegen diesem Satz, aber es kommt ja dann auch der Tod und Schatten kommt vor, und David hat in seinem Leben wirklich immer mal wieder schwierige Situationen erlebt. Zum Beispiel, wenn man nur den Psalm vorher, Psalm 22 liest, da kommt dieser Vers: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Das hat David auch gebetet und gedichtet. Und wie kommt er dann zu dieser Aussage: der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel? Und das Erste, was mir im Nachdenken so wichtig geworden ist, das ist eigentlich gar kein Gebet. David sagt nicht, Gott sei mein Hirte, sondern es ist ein Bekenntnis. Es ist eigentlich nicht so nur eine Überlegung, es wäre schön oder ich bin froh, sondern es ist eigentlich das klare und zuversichtliche Bekenntnis: der Herr ist mein Hirte. Das ist eigentlich eine Feststellung, ein Bekenntnis. Und er sagt damit, ich habe einen Hirten. Und er sagt, das ist für mein Leben eigentlich grundsätzlich wichtig und wertvoll. Und ich glaube, dass dieser erste Satz ganz entscheidend für den ganzen Psalm ist, aus unterschiedlichen Gründen. Aber er sagt wirklich, hey, ich habe einen Hirten. Das ist ein Bekenntnis. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, es ist auch eine Festlegung, die David da trifft. Er sagt nicht nur, ich habe einen Hirten, sondern er sagt auch, ich brauche einen Hirten. Und wir müssen wissen, David war ja nicht irgendjemand. Er war nicht irgendjemand, er war König von Israel. Wenn er den Psalm gedichtet hat, als er noch Schafhirte war, dann würde es vielleicht besser passen. Aber dieser Psalm ist ja am Ende seines Lebens immer noch in der Psalmsammlung drin. Von daher habe ich den Eindruck, David steht auch am Ende seines Lebens dazu. Und ich finde es faszinierend, dass der Leiter eines Staates, ein König, sagt, ich brauche einen Hirten. Und dieser Hirte ist Gott, Jahwe, wie das im Urtext steht. Und dabei ist völlig klar, David hat überhaupt keine Hirtenidylle im Kopf. Wir alle denken vielleicht beim Thema Hirten so an grüne Weiden mit Elektrozäunen und Schafen, die genügend zu fressen haben. Aber aus dem Leben von David wissen wir, dass er als Hirte gegen Löwen und Bären gekämpft hat. Deswegen hatte er dann auch keine Angst vor Goliath, dem Riesen, und konnte den mit einem Stein bekämpfen, weil er gesagt hat, hier bei den Löwen und bei den Bären hat mir Gott auch geholfen. Und es ist auch keine Schäfchen-Idylle. Eben David wusste, ohne diese Schafe, die sind völlig aufgeschmissen. Wenn ihr das mal eingeben wollt bei YouTube, das findet man heute noch, Schafe schubsen. Wenn ein Schaf auf dem Rücken liegt, kann es sich nicht mehr selber aufstellen. Und im Norddeutschland ist es tatsächlich so, dass die Hirten, die ihre Schafe auf den Deichen haben, zweimal am Tag eine Kontrollfahrt machen, wenn ich es richtig weiß, um zu gucken, ob da ein Schaf auf dem Rücken liegt, damit man es wieder gerade schubsen kann. Also David lebt in keiner Schafidylle und auch in keiner Hirtenidylle. Und deswegen sagt er als König von Israel, ich brauche einen Hirten. Und das Dritte, was mir wichtig geworden ist, David sagt nicht nur, ich habe einen Hirten und ich brauche einen Hirten, sondern er sagt, ich kenne diesen Hirten. Und das ist eigentlich das Faszinierendste, finde ich, an diesem Text. Das ist kein allgemeines religiöses Gerede, sondern das ist ein persönliches Bekenntnis von David. David sagt, hey, der Herr ist mein Hirte. Und wenn ihr diesen Vers nachschlagt, in den normalen Bibelübersetzungen ist Herr groß geschrieben, weil da Gottes Name drin steht. Also er sagt nicht einfach, es ist gut, einen Gott zu haben, der wie ein Hirte für mich ist, so irgendwie poetisch, sondern er sagt, das ist Jahwe. Das ist der Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Der Gott, der Mose erschienen ist. Der Gott, der Abraham erschienen ist. Der Gott, der die Verheißungen uns gegeben hat. Mit dem wir eine Geschichte haben, mit dem ich eine Geschichte habe. Der mich berufen hat, der mir geholfen hat in meinem Leben. Dieser Herr ist mein Hirte. Und ich glaube, aus diesen 3 Gründen, weil er diese Erfahrung hat und völlig klar ist für ihn, dieser Jahwe ist mein Hirte, kann er sagen, darum leide ich keinen Mangel, selbst wenn er
immer wieder Mangel erlebt. Das hat er ja. Seine Frau hat ihn ausgelacht, weil er überschwänglich für Gott getanzt hat. Sein Sohn wollte ihn töten. Der andere Sohn hat seine Tochter vergewaltigt. Seine eigene Affäre ist völlig ans Licht gekommen und steht bis heute in der Bibel nachzulesen. David hat überhaupt in seinem Leben tatsächlich Mangel erlebt. Aber er hat dieses Vertrauen, dass er zu diesem Gott sagen kann, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und ich frage mich, was gibt uns Halt? Suchen wir Halt in dieser Mangellage, dass wir sagen, ja, der Staat kümmert sich? Suchen wir Halt in der Gesundheitskrise, dass wir sagen, ich setze auf diese oder jene Meinung? Was ist, wenn mein Mangel nicht weggeht? Als Pastor habe ich immer wieder mit Menschen zu tun, die sind krank und die werden auch nicht mehr gesund. Und wenn man alt ist, ist das fast normal. Ich kenne keine alten Leute, die sagen, ich habe keine Schmerzen. Also die Frage ist doch, was gibt mir Halt im Leben? Ist das mein materieller Reichtum? Okay, dann bekomme ich Angst, wenn die Zinsen steigen und ich vielleicht meine Hypothek nicht mehr bedienen kann oder ich die Inflation erlebe, weil ich muss gucken, dass ich unbedingt genügend Geld habe und genügend Besitz. Was gibt mir Sicherheit mit Blick auf meine Gesundheit? Es gibt keine Sicherheit mit Blick auf meine Gesundheit. Aber bin ich bereit, mein Leben wirklich voller Vertrauen in Gottes Hand zu legen? Und das ist meine Frage. Vielleicht können wir darüber dann auch noch diskutieren. Oder wenn du das später siehst, kannst du es unten in die Kommentare schreiben. Was gibt dir Halt im Leben? Ich würde sagen, mein Halt liegt tatsächlich bei Gott. Letztlich möchte ich das auch so sagen wie David. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel.